Wir befinden uns in den 70er Jahren des 1. Jahrhunderts. Paulus befindet sich im Gefängnis. Er schreibt einen Brief an die Christen in Kolossä. Mit dem Brief reist auch ein Sklave namens Onesimus zurück. Er ist von seinem Herrn in Kolossä geflohen und fand bei Paulus zum Glauben an Jesus. Sein Leben wird auf den Kopf gestellt. Jetzt kehrt er zurück zu seinem Herrn, früher Sklave, jetzt Bruder in Christus. Denn vor Gott sind alle Menschen gleich. Der Beginn einer neuen Ära in der Gemeinde der Kolosser. Ja, also vorhin haben wir einen kleinen Anteil von dem, wie es dann einmal tönt, wenn die Parkreihe nicht voll ist. Freut ihr euch drauf? Ja, wenn die mal wieder voll ist. Es kommt, Schritt für Schritt. Der Onesimus, haben wir vorhin gehört, er war ein geflüchteter Sklave, von einem geflüchteten Sklave, der eigentlich den Tod verdient hat, ist er zu einem treuen Freund und Unterstützer von Paulus geworden. Egal, was deine und meine soziale Stellung ist, jedes von uns, jede von uns, jeder von uns kann einen Unterschied machen auf dieser Welt. Du und ich. Willkommen zum 3. Teil Kolosserbrief und wir steigen gerade ein im Bibeltext. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist und nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Doch jetzt legt das alles ab. Auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen, und habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allen. Was für Texte, die wir heute einknündeln. Ich sage bewusst einknündeln, denn wir haben eine Bibelserie und werden viel aus der Bibel lesen, heute miteinander. Es ist ein Thema, wo es heute darum geht, das mich liebe. Es ist eines meiner liebsten Themen seit vielen Jahren. Es treibt mich um und es fordert mich raus. Ein Alltagsleben im Jesus-Style zu führen. Wie sehr leide ich doch oft darunter. Manchmal im eigenen Leben, aber viele Menschen, die ich begegne, dass das, was sie im Sonntag darstellen, im Alltagsleben total etwas anderes ist. Ihr Glaube und ihr Leben stimmt nicht überein. Hat wenig mit dem Leben zu tun, ihr Glaube. Das ist ein aktuelles Beispiel, das ich letzte Woche gelesen habe. Da ist ein höherer Bundesbeamter in einer Tageszeitung, ich glaube, es war in Bern, verrissen worden, nach Strich und Faden, weil er angeblich gravierendste menschliche Schwächen hat. Und es hat geheißen in dem Artikel, er sei auch ein Freikirchler. Und er hat sogar gepredigt. Da schreibt ein anderer Freikirchler, ich bin auch ein Freikirchler, im Brief, im Leserbrief, und verurteilt den Mann aufs Höchste und sagt, zu einem darf man nicht mehr predigen lassen und zu einem nennt sich Christ und überhaupt, und hat ihm noch eine Bibelstelle empfohlen.
Dabei hat er gar nicht gewusst, um was das geht. So das Wutbürgertum, oder? Wenn irgendetwas ist in der Presse, es am letzten Sonntagabend war oder so, sofort kommt man darauf an und schlägt noch zu. Das zeigt die Diskrepanz, die Unterschied. Wir bleiben aber heute nicht bei den anderen Menschen zu tun. Weil, wenn wir auf andere Menschen zeigen, so ist es allen bekannt, dass 3 Finger immer auf uns selber zurückschauen. Und darum haben wir uns fragen, wo haben wir noch Luft nach oben im Jesus-Style-Leben? Ich habe noch Luft nach oben. In dem Kapitel vom Kolosserbrief, Kapitel 3, sehen wir 4 Hauptbereiche. Eigentlich alle Bereiche vom Leben, aber eingeteilt in 4 Hauptbereiche, die uns zeigen, dass das Leben, der Nachfolge von Christus soll ein anderes Leben, ein verändertes Leben sein. Ich will euch zuerst die 4 Hauptbereiche aufzeigen. Nachher werden wir uns fragen, wie kommen wir jetzt dazu, in unserem Alltagsleben, dass auch deine und meine 4 Lebensbereiche nachhaltig verändert werden. Der erste Bereich ist der Bereich der persönlichen Lebensführung. Er wird hier im Kolosserbrief am stärksten betont. Ich lese einen Vers, Kolosser 3, Vers 5. Also, trennt euch ganz entschieden von einem Lebensstil, wie er für diese Welt kennzeichnend ist. Trennt euch von sexueller Unmoral und Ausschweifungen, von Leidenschaften und Lastern, aber auch von Habgier, die den Besitz für das Wichtigste hält und ihn zu ihrem Gott macht. Schon eine kleine Auslegeordnung. In den nachfolgenden Vers kommt noch mehr dazu. Er redet noch, trennt euch vom Leben, das zornig ist, aufbrausend, von Bosheit, von Verleumdung, von gemeinen Worten. Trennt euch als Christen. Verändert euch in eurem Leben. Dann lesen wir in anderen Vers, was dann anstelle von dem kommt. Man kann sich nicht nur von etwas trennen und dann bleibt es leer. Das heisst, verändert euch mit Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme, Geduld und Vergebung. Ein Leben durchwirkt vom Evangelium hinterlässt verändernde Spuren in der persönlichen Lebensführung. Ich wiederhole es. Das Leben durchwirkt vom Evangelium hinterlässt verändernde Spuren in der persönlichen Lebensführung. Das ist das Erste, was im 3. Kapitel vorkommt. Das Zweite, was der Paulus in dem Brief von Kolosser aufnimmt, ist der Bereich Family. Kolosser 3, 19. Ihr Männer liebt eure Frauen und geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn daran hat der Herr, dem ihr gehört, Freude. Und noch Kolosser 3,20 weiter. Ihr Väter, seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng, denn damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden. Ich sehe da drin gerade so die Situationen, wie sie waren in Zeit, wo die Frauen nicht viel geduldet haben, wo die Frauen teilweise geschlagen worden sind, wo die Frauen nicht dazugehört haben oder wo man Kind hart angefasst haben. Der Paulus sagt, wenn Menschen in der Jesus-Nachfolge leben, wird sich, wenn die Nachfolge gesund ist, wird sich der Bereich der Family verändern. Punkt. Leben im umgestaltenden Licht vom Evangelium verändert Families. All das in dem 3. Kapitel von dem Brief. Vielleicht hast du auch schon gemerkt,
Da oder dort, ein bisschen Luft nach oben, haben wir alle. Es gibt einen weiteren Bereich, wo sich in der Jesus-Nachfolge, wenn sie ernsthaft ist und wir ausstrecken uns nach Lebensveränderung, sich wird verändern. Das ist der Bereich von der Arbeit. All das im gleichen Kapitel, so zusammengeballt. 3,23. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Egal, was wir tun. Du sagst vielleicht, wo schaffe ich schon? Ich mache doch keinen Unterschied. Ja, mein Job an der Kasse vom Coop oder vom Migros oder vom Denner, vom Lidl, ich weiss auch nicht wo. Wo du auch bist, sagt unser Wort. Mach es mit Hingabe, denn schlussendlich dienst du nicht dem Menschen, sondern dem Herrn. Ich habe die letzten 2 Tage mit dem Gesundheitswesen Kontakt gehabt. Und ich muss sagen, ich bin Menschen begegnet, wo ich den Eindruck hatte, sie haben es aus Leidenschaft gemacht. Und es ist einfach ein Unterschied. Es ist ein Unterschied, ob du deine Bücher machst, dass du deine Stunden abhockst, oder ob du sie für Jesus machst. Es geht aber noch weiter. Kapitel 4, Vers 1. Ihr Herren geht gerecht mit euren Sklaven um und behandelt sie fair. Denkt daran, dass auch ihr einen Herrn habt und dieser Herr im Himmel ist. Für Sklaven können wir heute Arbeitnehmer setzen, mindestens in der Schweiz. Für Herren können wir heute Arbeitgeber nehmen. Also ihr Arbeitgeber gehen gerecht mit den Arbeitnehmern um. Und ihr Arbeitnehmer, ihr Angestellten, denkt daran, dass ihr einen Herr im Himmel habt. Freunde, wenn so Sachen passieren, dann wird doch eine Situation in der Arbeit verändert. Leben in den Fußstapfen von Jesus verändert den Umgang mit Vorgesetzten und Untergebenen, auch wenn sie schwierig sind. Punkt. Und jetzt gibt es noch den letzten Bereich, der da drinnen vorkommt. Das ist der Bereich der Gesellschaft, wo sich, wenn du Jesus nachfolgst und dich ausstreckst nach dieser Veränderung, auch wird verändern. Kolosser 3,11. Was diesen neuen Menschen betrifft, der neue Mensch meint der von Neuem geboren ist, der Christus sein Leben gegeben hat. Was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allen. In der Offenbarung im 7. Kapitel sehen wir, dass Menschen aus allen Nationen und aus allen Schichten, aus allen Farben, egal was sie sind, gemeinsam vor dem Thron anbeten. Freunde, und das steht schon vor 2000 Jahren, dass alle Menschen gleich sind, dass bei Christus kein Ansehen von der Person ist. Wo gibt es denn noch Rassismus, wenn Menschen Christus wirklich nachfolgen? Es ist traurig zu sagen, dass Southern Baptisten und andere Sklaverei befürwortet haben, dass man so viel Unterschied gemacht hat, ob schon das Vatergrad da drin steht. Das ist alles geschrieben, seit 2000 Jahren. Und immer dort, wo Menschen aufgestanden sind und das gelesen haben und das ernst genommen haben, ist etwas entstanden. Ein Wilberforce, der das gelesen hat und andere Stellen und gegen Sklaverei gekämpft hat. John Newton und andere. Oder ich denke, die Waisenhäuser, die Siechenhäuser, die Spitäler, alles ist entstanden, weil Menschen das gelesen haben. In der letzten Pest und der vorletzten Pest sind die Menschen, die das gelesen haben, dass alle Menschen gleich sind.
und dass Barmherzigkeit ist und Gott alle gleich anschaut, haben sie angefangen zu dienen mit dem, was sie können. Egal was für eine Rasse, egal was welche Nation, egal ob reich oder arm, egal ob obdachlos oder arbeitslos. Freunde, seit 2000 Jahren. Was wäre passiert, anders noch, in den letzten 2000 Jahren, wenn alle Jesus-Nachfolger sich diese Sachen auf die Fahne geschrieben hätten? Oder auch das, dass der Paulus an einer anderen Stelle sagt, dass weder Mann noch Frau, alle sind gleich in Christus. Da braucht es keine Emanzipation. Da gibt es keine Diskriminierung. Bei Menschen, die verstanden haben, was ein Christus, Jesus gemäßes Leben ist. Manchmal sagen die Leute, ja, die Predigt oder Sisi oder jene geht zu wenig tief. Hören wir auf mit dem Quatsch. Was wir brauchen, ist Basis. Was wir brauchen, ist uns dann auch ausstrecken nach dem Jesus mäßigen Leben. Und dann ist es, wie der Predigtext heute heisst, ein auffälliges Leben. Ein Leben, das auffällt. Nicht mit negativen Leserbriefen. Nicht mit Hintenumschnurren über andere. Nicht mit Rechthaberei. Sondern ein auffälliges Leben. Dieses Leben in dieser praktischen Christus-Nachfolge ist. Jetzt muss ich aufpassen, die Zeit rennt davon. Was ist jetzt der Weg zum Leben, das auffällig anders ist? Müssen wir uns da zusammenreissen oder guter Mensch-Theater spielen? Das ist eine Gefahr. Auch der Kolosserbrief zeigt uns 2 Steps dazu. Der erste Step lesen wir in Kolosser 3, 8-10. Doch legt alles ab, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen. Und ihr habt den neuen Menschen angezogen, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlicher werdet. Ich habe da Zeichnungen bekommen, können wir die mal schauen? Der Text sagt, ziehen die alten Kleider aus. Ziehen das ab, das Verhalten ab, das nicht mehr zum Jesus-Style gehört. Ziehen es ab. Überleg dir mal, was sind die alten Kleider, die du noch anhast? Ich habe mich auch fragen, in der Vorbereitung von dieser Predigt, was sind die alten Kleider, die ich noch anhabe? Und er sagt, ziehen die neuen Kleider an. Ziehen das neue Verhalten an. Abziehen, anlegen. Da im Text ist Vergangenheit, weil die Christen schon lange unterwegs sind. In einem anderen Text ist, glaube ich, Epheser, ist sie der Gegenwart. Im fortwährenden Tun. Es ist Reife im Glauben. Es ist, wenn man reifer wird im Glauben. Verstehst du? Reifer werden im Glauben ist nicht, weiss ich, welche Erkenntnis zu haben und alles zu wissen. Reifer werden im Glauben ist 1, 2, 3. Reifer werden im Glauben ist Christus lieben. Reifer werden im Glauben ist andere Menschen lieben und ein verändertes Leben. Ein tatsächlich verändertes Leben. Das ist reifer werden im Glauben. Und ich habe so viel anderes gesehen. Aber lassen wir uns nicht irre machen. Und lassen uns nicht auf andere Menschen zeigen, wegen diesen 3 Fingern, die auf uns zurückschauen. Aber wie kommen wir jetzt dazu, in unserem Alltagsleben, dass wir abziehen können, die Kleider nicht mehr passen zum Jesusleben und die neuen Kleider können anlegen. Das ist ein Bild, ich glaube, ich habe es fast vom Rudi Altdorfer. Vor vielen Jahren. Steht aber so in der Bibel, indirekt.
Kopf im Himmel und beide Beine auf der Erde. Kopf im Himmel und beide Beine auf der Erde. Wir haben da einen, der so ein bisschen den Kopf im Himmel hat. Es gibt Menschen, die sind ganz im Himmel. Das sind halb entrückt. Die sind so losgelöst. Es muss beides zusammen sein. Kopf im Himmel, Bein auf der Erde. Ich lese nochmal einen Text, Kolosser 1, 1-2. Da ihr nun also mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, Kopf im Himmel, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, und nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Kopf im Himmel, wie geht das konkret? Unsere Gedanken in den Himmel richten. Leset in der Offenbarung die Szenen, wo der Jesus gesehen auf dem Thron sitzt und die Anbetung ist. Wo davon die Rede ist, dass der Christus wiederkommt. Streckt euch aus nach dieser Hoffnung. Habt die Hoffnung im Fokus. Und dann, zum Kopf im Himmel gehört dazu, dass wir da drin hineingehen, ins Wort Gottes, und uns mit dem füllen. Mit dem Jesus-Text. Mit dieser heiligen Schrift. Uns mit dem füllen. Christus anschauen im Himmel und mit dem Christus beobachten. Und so wäre mit ihm ähnlicher. Dann ist eine alte Weisheit, mit dem, was du dich fühlst, das lebt in dir. Punkt. Wenn du dich die ganze Zeit mit irgendetwas fühlst, ich bin ja ein bekennender News-Junkie, das tut mir nicht immer gut. Vor allem jetzt nicht, oder? Wenn du dich mit irgendetwas fühlst den ganzen Tag, dann wohnt das in dir rein. Und dein Mensch wird nicht verändert, du wirst nicht abziehen und nicht anlegen. Vielleicht tust du im Gegenteil Sachen, die du eigentlich abziehen willst, lass an. Wenn du aber den Kopf im Himmel hast, wenn du den Fokus bei Christus hast, wird sich etwas verändern in dir rein. Und es passiert, dass du erkennst, was nicht mehr zum neuen Leben gehört. Und erkennst, was neu zum Leben gehört. Und du wirst durch den Heiligen Geist Kraft bekommen, das Alte auszuziehen und das Neue anzulegen. Mit beiden Beinen, aber auf der Erde stehen. Das meint, geerdet sein. Jesus Nachfolger sind geerdete Menschen. Nicht Menschen, die Fragen verdrängen. Nicht Menschen, die tun, wenn alles Paletti wäre. Dabei haben wir noch einen Haufen Fragen und Leid und Not und Schmerz und alles durcheinander. Geerdete Menschen sind Menschen, die andere Menschen verstehen können, weil sie nichts haben im Leben. Mit beiden Beinen auf der Erde stehen, das sind Menschen, die sehen, was der Himmel uns lehrt. Die sehen, was der Himmel uns lehrt im Wort Gottes. Die den Christus sehen und ihn erwartet, bis er wiederkommt auf dem weißen Ross. Die sich mit dieser Perspektive im grauen Alltag, aber auch im sonnigen Alltag das umsetzen, was sie im Himmel sehen. Das, was sie in der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen sehen. Dass sie von anderen Brüdern und Schwestern lernen. So wird dies und mein Leben auffällig anders. Indem wir in diesen verschiedenen Lebensbereichen, sechs das persönliche Leben, das Familienleben, das Arbeitsleben, das gesellschaftliche Leben. Die Teile in unserem Leben anschauen und das ausziehen, was nicht mehr dazugehört. Und das anlegen, was neu dazugehört. Du kannst nicht nur abziehen, sonst stehst du Blut da, verstehst du?
Und das können wir machen, wenn wir den Kopf im Himmel haben und die Beine auf der Erde. Und dann kommt noch etwas zum Schluss, was das alles zusammenhält. Es gibt etwas, was alles zusammenhält. Denn es langt nicht, den Kleider abziehen und anlegen. Kolosser 3,14 ist meine letzte Bibelstelle heute. Vor allem bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Oder alte Kleider abziehen, neue Kleider anziehen. Und man hat schon ein bisschen neue Kleider. Dann hat man das Gefühl, man hat sehr viele neue Kleider. Das gibt gleich mal einen Dünkel, oder? Kann man sich gleich mal erheben über die halt noch nicht so weit sind. Und da sehen wir das Bild. Über die neuen Kleider, partiell neue Kleider, braucht es ein Band. Das Band von der Liebe, sagt der Kolosserbrief. All das steht in einem einzigen Kapitel. Ist nicht fantastisch? Das Band von der Liebe. Und das Band von der Liebe wird manchmal missverstanden. Das ist nicht Weichheit, sondern Stärke. Das ist nicht schwabbeliges irgendetwas, sondern die Liebe hat auch Klarheit. Liebe braucht Kraft. Liebe braucht Charakterstärke. Das Band von der Liebe, das erst gibt ihnen neue Kleider. Die Ausstrahlung, die nicht von oben herab ist, die nicht halb entrückt ist, die nicht verurteilend ist, sondern eben mit Liebe. Amen. Darf ich euch bitten, egal wo ihr seid, aufzustehen fürs Gebet. Die Hei, in der Ferien, da in der Parkarena, in der -2 Müllisaal, Town Village Saal. Jesus, dein Wort ist dermassen reich. Wie viel steht da drin? Wie viel Geheimnisse, wie viel Kraft ist in dem 3. Kapitel? Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns das Wort Gottes gegeben hast. Ich bitte dich, Geist Gottes, in den nächsten Liedern, dass du uns redest. Zu mir redest. Ich für meinen Teil habe Sehnsucht. Ich für meinen Teil habe noch Kleider, wo es darum geht, abzulegen und neu anzulegen. Insbesondere im Zusammenhang mit meiner Frau. Herr, ich danke dir. Danke dir. Bete dich an. Ich liebe dich, Herr. Ich liebe dich, Christus. Ich liebe dich, Heiliger Geist, wo du uns wirkst, wo du uns willst verwandeln, das Bild von Christus. Ich bete, dass du eine Sehnsucht leist in uns alle. Amen.